Gott wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten. Dieser Satz steht im Prophet Hosea. Aber wer ist der Prophet Hosea überhaupt gewesen? Der Hosea ist der erste von den 12 kleinen Propheten im Alten Testament. Der Name Hosea bedeutet, Gott ist Rettung. Er hat 25 Jahre seinen Prophetendienst ausgeübt, von etwa 750 bis 725 vor Christus. Der Hosea hat sehr viel leiden wegen seiner untreuen Ehefrau Gomer. Und Gottes Hauptbotschaft im Hosea-Buch lautet Gericht und Gnade für Israel und für uns heute. Was so spannend ist am heutigen Ostertag, das Hosea-Buch enthält viele prophetische Anspielungen auf Jesus Christus, die wir heute zusammen werden betrachten. Unter anderem auch, dass Jesus am 3. Tag von den Toten auferstehen wird. Zwar ist Gott zornig über unsere Sünde, aber seine Liebe ist grösser als sein Zorn. Denn seine Liebe ist die Bundesliebe, wo er mehrmals mit der Ehe zwischen Frau und Mann vergleichen. In aller Kürze gehen wir zuerst auf die Gerichtsbotschaft ein. Es ist zwar ein heftiger Start, dafür gibt es eine stetige Steigerung bis hin zum fröhlichen Schluss. Die Zusammenfassung der Gerichtsbotschaft vom Hosea stammt aus dem Kapitel 4, was heißt: Hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Verfluchen und Lügen, Morden und Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet und Bluttat reiht sich an Bluttat. Ich habe das hier vorne ein bisschen versucht zu gliedern und immer hinter jedem Stichwort habe ich aufgezählt, welches von den 10 Geboten das betrifft. Und wenn wir vorher schauen, sehen wir, fast alle von den 10 Geboten sind hier erwähnt, die das Volk Israel damals übertreten hat. Gott kritisiert sein Volk, weil sie die 10 Gebote gebrochen haben. Der tiefere Grund dafür besteht darin, dass das Volk Israel andere und damit falsche Götter verehrt hat. Unser Kult prägt unsere Kultur. Also das, was wir anbeten und verehren in unserem Leben, das prägt unser Denken und unser Verhalten. Auch unser Grundproblem besteht heute darin, dass auch wir die 10 Gebote übertreten. Gestern hat unser Kirchenarchivar, der Dr. Werner Reichhardt, extra für mich nochmal eine Zahl nachgeschaut. 1874 haben in der Kirche Lütwil 64 Hochzeiten stattgefunden. 2024 sind noch 58 Hochzeiten, reformierte Hochzeiten, stattgefunden im ganzen Kanton Aargau. Innerhalb von nur 6 Generationen hat sich unsere geliebte Schweiz radikal verändert und von Gottes Bundesliebe abgewandt. Gott formt mit der Ehe unseren Charakter. Wir können beten, dass mehr Menschen das erkennen und wir können junge Paare ermutigen, den Schritt in die Ehe, in die Bundesliebe zu wagen. Das Prophetenbuch Hosea enthält nicht nur ein Gericht, sondern auch eine tiefe und schöne Gnadenbotschaft, was heisst: Kehrt um, Israel, bis zum Herrn, deinem Gott, denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um. Sagt zu ihm: Vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. 2-mal lädt Gott uns ein, zu ihm umzukehren. Das habe ich farblich gekennzeichnet.
Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getragen und vergeben, wenn wir das gigantische Ostergeschenk auspacken für uns. Was können wir machen? Da heisst es, wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Wenn wir Gott loben mit unserem ganzen Leben. Vielen Menschen in unserer Region hilft es sehr, einmal in der Woche in einem Gospelchor zu singen. Es ist wissenschaftlich erforscht, dass man nicht gleichzeitig singen kann und Angst verspüren. Aber mehr als das, ein Gospelchor ermöglicht auch Freundschaften mit anderen Menschen und vertieft das Gebet und die Beziehung zu Gott. Herzliche Einladung. Auch die Gebetsstunden der Kirchengemeinde sind eine super Möglichkeit, um zu singen und mit Gott zu reden im Gebet. Natürlich auch ein Hauskreis, die regelmässigen Hauskreistreffen. Gebetsstunden finden am Montagabend und am Samstagmorgen statt, hier im Kirchengemeindehaus Dürrenhasch. Gott legt ein wunderbares Versprechen darauf, wenn wir zu ihm umkehren. Gott sagt, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb lieben. Denn mein Zorn hat sich von ihm, also vom Volk Israel und von uns, abgewandt. Gottes Bundesliebe ist stärker als sein Zorn. Am Kreuz hat Jesus Christus Gottes Zorn getragen über unsere Sünde. Durch seine Auferstehung erhalten wir die Liebe von Gott und seine Gerechtigkeit. Das ist ein fröhlicher Wechsel, ein fröhlicher Tausch, der stattfindet, wo wir nachher werden feiern und persönlich erleben im Abendmahl. Im zweiten Teil dieser Predigt stellen wir uns die Frage, was erfahren wir über Jesus Christus in dem Hosea-Buch? Weil das Hosea-Buch enthält mehrere prophetische Anspielungen auf Jesus Christus. Der folgende Satz wird unserem heutigen Gottesdienst den Titel geben: Neu belebt. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen und wird uns auch verbinden. Er, das heißt Gott, wird uns, das ist in erster Linie das Volk Israel, in zweiter Linie Jesus und in dritter Linie uns, nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Am 3. Tag ist ja Jesus Christus von den Toten auferstanden. Und hier sehen wir, dass die Auferstehung von Jesus an Ostern, am 3. Tag, auch Bedeutung hat für uns heute. Nämlich, dass Jesus uns neu beleben und uns aufrichten. Es steht ja lustigerweise uns. Es steht nicht er. Also Gott wird ihn, sondern es steht uns. Wir sind hier mitgemeint. Wir alle müssen leider auch leiden, müssen schwierige Situationen ertragen, manchmal früher in unserem Leben, manchmal später. Aber dank Jesus haben wir den Heiligen Geist, der in uns eine Freude, Hoffnung, Mut wirken. Dass wir trotz Widerstand nicht aufgeben, sondern können sagen, ich liebe Jesus, obwohl wir ihn noch nicht sehen, von Angesicht zu Angesicht. Ein weiterer Satz enthält auch eine Prophetie auf Jesus, ist aber ein bisschen kompliziert, aber mit einigen Erklärungen ist er sehr ermutigend. Erst aus der Gewalt des Scheol, das heißt aus dem Totenreich, werde ich, das ist Gott, sie, das ist wieder in erster Linie das Volk Israel, in zweiter Linie uns, befreien. Erst vom Tod werde ich sie erlösen. Wo sind, Tod, deine Dornen? Wo ist, Scheol, Totenreich, dein Stachel? Der Apostel Paulus hat im 1. Korintherbrief diesen Satz aus dem Hosea-Buch zitiert und hat erklärt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.
Die Auferstehung von Jesus an den Tod, die Auferstehung von Jesus an Ostern von den Toten bedeutet für uns, dass wir selber keine Angst haben müssen vor unserem eigenen Tod. Weil wir wissen, dass Jesus den Tod besiegt hat und wir ewig werden leben mit Jesus im Himmel. Liebe, Freude und Frieden. Wir werden alle unsere verstorbenen Angehörigen wiedersehen, die auch an Jesus geglaubt haben. Eine weitere prophetische Anspielung auf Jesus bezieht sich auf den Titel und den Ehrennamen von Jesus und lautet David. Weil der König David hat ja 1000 Jahre vor Christus gelebt und ist zur Zeit vom Prophet Hosea schon 250 Jahre tot gewesen. Doch interessanterweise taucht hier der Name David in einer Verheißung auf. Was heißt, danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, suchen und David, ihren König. Und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte, das heißt Liebe, am Ende der Tage. Im Lukas-Evangelium lesen wir die Geschichte von einem Blinden, der mal zu Jesus gerufen hat: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus ist ja der Ur und so weiter Enkel von David. Jesus ist der Nachkomme, der Nachfahre vom König David. Und wenn es hier heisst, Gott wird einen neuen David schicken, einen neuen König, dann heisst das ist ein anderer Name für den Messias, für den versprochenen Held und Retter, der wird kommen. Und der Römerbrief zeigt uns, dass das Volk Israel in der Endzeit auch wird an Jesus Christus glauben und dass die Voraussage sich noch ganz wird erfüllen. Dass am Ende der Tage eben alle Israeliten, also die Juden, werden zum neuen König David, also zu Jesus, umkehren. Also die Prophetie ist schon teilweise erfüllt, aber wird sich noch ganz erfüllen. Ich habe gestern zur Vorbereitung das ganze Hosea-Buch noch einmal durchgelesen, um einfach für mich mal einen Gesamtüberblick zu bekommen. Und dann ist mir sofort aufgefallen, 3-mal steht im Hosea-Buch, dass Gott wie ein Leu ist. Dazu ein 4. Mal, dass Gott wie ein Löwin ist. Auch sehr interessant. Der Leu steht für Stärke und Königlichkeit. Ist auch in ganz vielen Wappen kommt das vor, auch heutzutage in vielen Wappen von Ländern. Im Neuen Testament, in der Offenbarung von Johannes, trägt Jesus den Ehrentitel Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann geht der Satz noch weiter. Jesus ist nicht nur der Löwe aus dem Stamm Juda, sondern auch das Lamm, wo unsere Schuld trägt. Als Lamm geschlachtet, steht im folgenden Satz. Also Jesus ist beides. Er ist sowohl sanftmütig, dienend, der Knecht, aber auch der König. Er ist bestimmt. Er ist unbesiegbar. Eine weitere Voraussage auf Jesus bezieht sich darauf, wo Jesus noch ein Baby war. Dort heisst es, als Israel jung war, gewann ich, also Gott sagt, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich, also Gott, meinen Sohn, in erster Linie das Volk Israel, in zweiter Linie Jesus, gerufen. In erster Linie bezieht sich der Satz auf das Volk Israel, weil Gott das Volk Israel aus der 400-jährigen Knechtschaft in Ägypten herausbefreit hat. Und in zweiter Linie bezieht sich der Satz als Voraussage auf Jesus Christus, wo ja als Baby auch nach Ägypten müssen flüchten, weil der König Herodes alle Buben unter 2 Jahren verfolgt hat. Der Evangelist Matthäus wird erklären, Josef aber stand auf, nahm das Jesuskind und seine Mutter Maria des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten
und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, eben Hosea, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist doch auch hochinteressant, dass eine Voraussage aus dem Alten Testament mehrere Erfüllungen haben kann. Im dritten und letzten Teil dieser Predigt stellt sich uns die Frage, wie wir das Gehörte können in unserem Leben konkret umsetzen. In der Lesung haben wir einen der Hauptsätze aus dem Prophetenbuch Hosea gehört. Gott sagt, denn an Güte, das heisst Gnade, Liebe, Bundestreue, habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Das Schlüsselwort heisst hier Güte, auf Hebräisch Chesed, und heisst auch Gnade, Liebe, Bundestreue. Jesus hat diesen Satz vom Prophet Hosea als sein Motto genommen und hat es in seinem Leben umgesetzt. Jesus hat ja mit allen Menschen von allen Gesellschaftsschichten Kontakt gehabt, um ihnen die Liebe von Gott zu zeigen. Auch mit Zöllnern, mit den Abzockern der damaligen Zeit und mit Sündern, mit Prostituierten. Und die Pharisäer, die Pfarrer der damaligen Zeit, haben sich fürchterlich aufgeregt, dass Jesus allen Menschen die Liebe von Gott gezeigt hat. Wir hören auf 2 Sätze aus dem Matthäusevangelium. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, zu den Jüngern von Jesus, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber Jesus es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus gibt uns sein Motto aus dem Hosea-Buch an uns weiter. Jesus ruft auch uns zur Umkehr, zur täglichen Umkehr in seine Nachfolge. Die Liebe von Gott verändert auch unseren Charakter, unser Innerste, erneuert unser Wesen und unseren Willen, dass wir gnädig, liebevoll und barmherzig mit unseren Mitmenschen, mit uns selber und mit Gott umgehen. Das Zweite ist, Gott verlangt von uns Erkenntnis von Gott statt Brandopfer, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Ein Pfarrer aus Greifswald, den ich kennenlernen durfte, hat das mal so treffend gesagt. Es geht nicht darum, dass wir immer mehr Informationen über Jesus sammeln, sondern dass wir ihn immer besser kennenlernen. Wir lernen Jesus besser kennen, indem wir sein Wort von der Bibel täglich in uns aufnehmen und mit ihm reden im Gebet. Natürlich können auch andere Menschen uns bei diesem Prozess helfen, wenn wir mit anderen unterwegs sind. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus Christus das Alte Testament und damit auch das Prophetenbuch Hosea erfüllt. Für uns. Gott wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Dank Jesus leben wir täglich vor Gottes Angesicht mit Bundesliebe und Erkenntnis. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.